haut heisit der Gewerkschaft unterstützt, für ihr Rechte an der Firma kämpft. Cargolux oder Cargolux eine Grafsituation, die als kritisch zu bezeichnen ist. Und die riskiert auch im Betrieb große Probleme zu machen. Es geht heute darum, dass die Firma ihre eigenen Prozeduren, was zum Beispiel Disziplinarmaßnahmen angeht, nicht anhält. Das Mitarbeiter ausspioniert gesehen und das Resultate davon noch benutzt gesehen, für feierlei zu entlassen. So ein Approach, unabhängig vom Fond von den Dossieren, ist nicht akzeptabel. Das ist gemäht ging, für das Personal klein zu halten. Sonst geht es ja so wie den nächsten Feier. Wobei hier mit zwei Maße geschafft wird. Weil die berühmten Wingwave-Vierfall 2,6 Millionen Klicke bei YouTube was nie ganz in der Sicht geht. Die OR dabei wird katastrophale Auswirkungen auf die für sichere Fluchtbetrieb unbedingt notwendig Vertrauenskultur und damit auch Sicherheitskultur von der Firma. Wenn ihr mehr damit beschäftigt ist, aufzupassen, dass ihr nicht bestraft wird, wie sich auf sein Gewerbe zu konzentrieren, dann hat die Firma ein dickes Problem. Mit Sicherheit geht eben an den Kap von allen Employeen an. Für einen Aussatz von Vertrauen an die Firma zu kriegen, haben wir gestern Morgen einen Brief an die Generaldirektion geschickt, mit den Forderungen, die es heute Möglichkeit geben, einmal einen Umfang von Vertrauen aufzubauen. Heute Morgen haben wir der Direktion ein Dokument Commitment genannt, vorgelegt, wo wir fordern, dass folgende Punkte müssen implementiert werden. Die Punkte sind: erstens, die Delegation muss Möglichkeit geben, für die sogenannten Event Review Group anzurufen. Das ist eine Gruppe, die Incidenten und Accidenten analysiert und Mesuren weitergibt. Das kommt bis nun nicht mehr von der Direktion gemäht gehen. Dafür, aus meiner Meinung nach, den Wingwave-Vierfall nie an die Gruppe kommt. Es muss ihnen als zweiter Punkt der Personaldelegierten und Disziplinarkomitee angesagt gehen. Bis nun ist da noch kein dran. An dem Komitee wird dezidiert, wie eine Disziplinarmesure für einen bestimmten Vierfall, wie eine Disziplinarmesure für einen bestimmten Vierfall aufgerufen sind. Drittens, es muss auch eine Appellprozedur angefordert gehen, die dem Mitarbeiter erlaubt, wenn er dann eine Disziplinarstrafe soll kriegen, Personaldelegation mit einer Revision von der Affäre zu befassen. Die Delegation möchte dann Vorschläge und Rekommendationen, die dann müssen an Betrug gezogen gehen, für die endgültige Entscheidung können zu treffen. Am Fall, wo das Management haut nach Abverstanden ist, mit auf die Weg zu gehen, müssen die Daten an den Komitee Mix von der Firma für die verschiedenen Prozeduren überholt zu gehen. Wir haben auch schon eine Aufrufe gemacht, für den extraordinären Komitee Mix anfangs nächste Woche zu machen. Das Daten ist ja nicht viel. Wir brauchen just mehr Transparenz am Umgang mit Incidenten an disziplinäre Prozeduren. Es geht erst um Vertrauen. Vertrauen vom gesamten Cargolux-Personal, das los. Darum kann man so Mesuren für das ganze Personal aufgebaut gehen. Wenn die Daten verständlich, pragmatisch und unkomplizierte Forderungen aber nicht akzeptiert gehen, muss ich wissen, dass man bei den Piloten an der letzten Tag eine Konsultation von unseren Membern durchgeführt hat. Wir haben das Mandat von unseren Membern bei den Piloten gefragt, für weiterführende Maßnahmen, die bis zu einem Streik gehen können, durchzuführen. Die Konsultation läuft noch.
Schlussendlich müssen sich an dem heutigen Fall aber vorstellen, für was eine Firma einen Sozialkonflikt will riskieren, für zu verhindern, dass Transparenz eine wichtige Frage für die Employeen soll verbessert gehen. Das ist absolut unverständlich. Wir haben heute noch die letzten Proposal gemäht. Der LCGB wird sich mit allen Mitteln, die euch zur Verfügung stehen, für die Salarien von Cargolux ersetzen. Sollte aber kein Resultat kommen, da stehen eben Flieger. And now for our English-speaking colleagues. First of all, thank you very much to have come here today to support our union in these difficult times. At Cargolux, we have a very serious situation which could be qualified as critical and which could put the company in big problems. The issue is that the company is not respecting their own procedures concerning, for example, disciplinary measures, and that the company was spying on its own staff, with the results that such investigations were used to fire 4 staff members. Such a procedure, irrespective of the content of the dossiers, is unacceptable. This procedure has been done by the company to intimidate the staff, meaning this can also happen to you. The staff is not treating the company is not treating its staff fair and equal. The famous Wingwave incident, with 2.6 million clicks on YouTube, was never brought up to the event review group. The investigation was never concluded. This behavior has devastating repercussions on the trust culture, which is necessary for a safe operation. If one is more focused on avoiding punishment than to be thinking about safety matters, the company has a big problem. But safety starts in the minds of the employees. In order to be able to restart the trust improvement again, we sent yesterday a letter to your management. This letter included emergency measures in order to begin to restore trust in the company. Today, this morning, we sent a document called Commitment to Management, where we demand the implementation of following points. These points are: the delegation will be empowered to initiate an event review group. An employee representative will be included in the disciplinary committee as a full member. And third, notwithstanding any possible legal option of the employee concerned, an internal appeal process will be added to the disciplinary policy that enables a case review by the delegation. If management approves today to proceed in this manner, these 3 claims must be treated in the committee mixed of the company in order to be implemented in the various procedures. In this same document, we asked for an extraordinary committee mixed meeting on the 6th or 17th of next week. We are not asking much. We are just asking for transparency concerning incidents or disciplinary procedures. We aim for trust, the trust of the entire Cargolux staff, which could be, with the help of such procedures, slowly built up again for the entire staff. But if these reasonable, pragmatic and uncomplicated claims are not accepted, one must know that we consulted our pilot members over the last weekend and ongoing. We asked the mandate of our members to be able to execute further industrial measures which could culminate in a strike. At the end, one must ask the question why the management of Cargolux would risk a social conflict only to prevent measures to enhance the transparency of procedures, who are very important to the staff. The LCGB will fight with all its tools at hand
for the employees of Cargolux. But if we don't see any result today, the planes will have to stay on ground. Thank you very much. Grazie.